in der Nähe der Tür. So, eigentlich, dass diese beiden Botschaften, die gingen vielleicht hauptzustellen, das ist der erste Teil und der zweite Teil, das verteilt von der Zelje. Erstlich, bei der vier Botschaft redet Paulus von, sie sollen eine Nähe der Tür sich annehmen. Weil sie in anderen Glauben haben angefangen, sie werden zum Glauben gekommen, und nun sollen sie eine andere Tür annehmen, der immer nur Gott liegen deed. So das noem ik uit Kolosser 3, Vers 10. Wenn wir trägen nur Vers 10, da sagt er, und die haben eine nähe Tür angenommen, der immer nur dem liegend, der jünd gemerkt hat. So hier seht ihr, deine Tür, was er angenommen hat, der liegt dann immer nur Gott, wenn sie nur fallen leiden. So liegt dann immer nur Gott, was er gemerkt hat. Und hier nur in dieser Vers, wo wir hier anfangen von der Samarias, da sagt er, sie sollen sich Jesus seine Eigenschaften antragen. So, sie sollen sich an seine Eigenschaften antragen. Und wenn wir mit dir denken, was seine Eigenschaften sind, und das sind gleich die folgenden Punkte, was wir von der Samarias wollen hören. Erstens sagt er, sich vom Herzen erbarmen, und freundlich sein, demütig sein, und sohnhaftig, und geduldig sein. So, wenn wir diese paar Punkte erstens übergehen tun, und wir wollen, das sind noch mehr Punkte, als verdreht einer den anderen, und verjäft untereinander, und war alles sie leibtulich, leibeven, in Christus seine Friede im Herzen soll regieren, und dankbar sein, und an der letzte sagt, Lord Christus sein Wort wirklich man können wohnen. So, wir wollen einzelweise mit der Karte betrachten. Wegen Tidsholven habe ich nicht gesagt, da nachgehen in jeder ein von denen, aber ich glaube, wir wollen da gute Punkte übrigen bewegen. Das erste sagt er, vom Herzen erbarmen. Was meint das eigentlich, erbarmen zu lassen? Das meint, ein Jammer hat han über den Nächsten. Ein Jammer han über den Nächsten. Nicht freien, wenn eins wem was eigentlich passieren wird. Einzig der so, wenn wir wem nicht lieben, kann so reicher eins was dann beobachten werden. Und dann, wenn dem was eigentlich passieren wird, dann freuen wir uns vielleicht dafür, dass das passiert ist. Und das ist nicht, was Jesus seine Eigenschaften sind. Er sagt, wir sollen uns erbarmen über den Nächsten. Und das ist, was Jesus tut, das ist, was er tut. Am Jammer das einmal über andere Menschen. Wenn er mit Menschen tut, er bejehen sich mit anderen Menschen, am Jammer das einmal über die. Und gleich so das, was erbarmen meint. Einerseits, als Jesus mehr gehen tut, sagt er in Markus 6, Vers 34, sagt er, und als er an der Kant mehr ging, sah er eine große Masse von Menschen. Und am Jammer das über an. Willst du werden so als Schub, ohne Hort. Und so fängt er weiter an zu lernen. So hier wird eine große Masse Menschen, die haben verschiedene Bedürfnisse in ihrem Leben. Und er wisst auch, wo sie werden in ihrem Leben, und am Jammer das über ernt. So er probiert zu helfen mit was er dann halt fehlen mit einer Lehre. Und wir hier auch unterstehen, wo er Menschen feiden, das ist eine Satz, der die 5.000 und untersteht, der 4.000 Menschen feiden, dass wir jetzt am Jammer das über ernt. Sie werden hungrig, sie werden in die Stadt gekommen, der Jünger, die einmal dann sehen sie zu Jesus, schreibt hier bloß weich. Aber er sagt, er kann nicht, er weiß das, sie werden so schwach dort gekommen, wenn sie da würden fortschreiten von dort, die würden nicht merken, was kommt, von wo sie gekommen wären. So, er hat einen Jammer über die Menschen. Und das ist, was Erbarmen meint. Wir sollen auch einen Jammer haben über den Nächsten. Einer den anderen proben zu helfen und seine Last zu drehen. Wenn wir sein kann, der Nächste hat eine Last zu drehen und dann wird das vielleicht nicht sagen, Gott irgendwo, dann besieht den kommen und am Arbeiten zu helfen. Fragen, hey, wo kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, dass es das dort, was einmal das muss sein. Sagt er dann sollen wir den Nächsten helfen proben. Am helfen seine Last zu drehen. So ist Paulus zu der Galater sagt, in Galater 6, Vers 2 sagt er, halb einer den anderen seine Last drehen und dadurch tun, was Christus sein Gesetz verlangt. Das ist, was Jesus sein Gesetz verlangt hat. Das sind seine Eigenschaften. Ein von seinen Eigenschaften. Und auch wenn du wem hungrig ist, das ist all sein, dass viele Menschen willst du werden hungrig. Und hat die feiden, fordert die. In Römer 12, Vers 20 steht, Paulus ist das zu der Römer, wenn dein Feind hungert, hier sagt er, wenn dein Feind hungern wird, darf ihm zu essen. So, wenn wir das weiten, wenn es auch unsere Feind sind, wenn es auch ein Freund sind, sogar unsere Feind soll wir zu essen geben. Sagt er, wenn am hungert, darf ihm zu essen.
Und wenn am Darsch, jaf am zu trinken. Wenn du dort ist, wirst du am dadurch gelegene Kohlen ab den Kopf leihen. So das was sein Verlangen ist, dass wir sollen tun. Wir sollen, wenn Menschen eins was fehlen hat, wir sollen balance sein, mit ihren Tod zu gehen und ihren Proben zu helfen. Und Jammer hat han über den Nächsten, uns zu erbarmen, zu den Nächsten. Und das ist, was erbarmen meint. Proben den Nächsten beizustehen und zu helfen, wo immer wir können sein, wo wir können. Einmal, als vielleicht bloß wem ein Trostwort zu geben, ein Funkcall zu geben oder einen Text schicken, was immer das ist. Aber von einmal war ich, wir fingen den Nächsten Proben Motor zu sprechen. Dort ist uns zu erbarmen über den Nächsten. In der zweiten Rede von Freundlichkeit. Wir sollen freundlich sein. Oder ich kann sagen, vielleicht leibtulich, Kindness. Das wird Freundlichkeit wird anhauen. Epheser 4, Vers 32 sagt, seht lieber vom Horten leibtulich einer zum anderen. So einer zum anderen, leibtulich sein. Den Nächsten Freundlichkeit bewiesen. Und dann auch vergeeft jünt untereinander, so als Gott jünt in Jesus Christus alles vergeeft hat. Wir wollen Lot ein bisschen mehr hören von Vergebung. So in diesem Fall sagt er, wir sollen leibtulich sein. Also das was Freundlichkeit ist. Wenn wir freundlich sind, dann beweisen wir Leib. Das ist leibtulich sein. Wenn wir mal uns sollen wählen, wem wir wollen haben, als wir wollen eine leibtuliche Person wollen mit Hope sein oder eine verdrisselige Person, ich glaube, jeder einer würde sich wählen, mit einer leibtulichen Person Hope zu kommen. Das geht viel besser. Wenn wir mit einer Person Hope kommen, und die sind freundlich, und eine Frau, und sind abhalten und so weiter, das geht bis Mut. Einmal hat viele Menschen mal gefragt, die wir so noch nicht befreit werden, hat gefragt, was von der Person soll sich wünschen, sich zu befreien, wenn sie sich befreien deuten. Was sie wollen verlangen haben, was verlangen wird sein von ihrem Partner, von ihrem Ehepartner. Und auch Befrieder hat auch gefragt, was sie wollen haben, was ihre Partner sollen sein, wo der sollen sein zu ernten. Und der meiste hat gesagt, verlangen wird sein, wenn ihr Partner wird freundlich sein, wenn sie einen freundlichen Partner haben. Ein Partner haben, der wird leibtulich sein, ein Leib bewiesen und immer freundlich sein zu ernten. Und weil das gibt Mut. Das gibt Mut, wenn wir so einen Partner haben oder wir so einen Partner sind zu den Nächsten, was leibtulich ist. Das gibt gut, das gibt eine Freude. So soll wir sein, leibtulich. Und das wird Jesus seine Eigenschaften auch wieder. Er wird leibtulich zu den Menschen. Er probiert zu halten, wo immer die werden, wenn die krank werden, er heilt die. Wenn die hungrig werden, dann gibt er zu essen und so weiter. So das ist freundlich sein, das gibt ein Mensch eine Freude. So können wir Menschen eine Freude andauern. In der dritte sagt er, du demütig sein. Was ist recht demütig sein? Das ist Humility. Demütig sein, das ist uns humblen. Weil ein Mensch, der demütig ist, wenn der eins was Arach getan hat, und er wird das an, er ist im Arachen gewesen, der kann sich demütigen, der ist willens, der Tod zu stehen, dass er hat, wo was Arach getan. Wenn es fehlt, dass die Nächsten fehlt, um Vergebung zu fragen, ein demütiger Mensch, der dort, der geht in der Freiheit eine Vergebung, der steht da und sagt, hey, ich habe hier Arach getan, ich habe da Arach getan, oder was immer das ist, wirst du mich verzeihen. Weil das was demütigt, der ist willens zu fragen, um Verzeihung, wenn das fehlen hat, wenn der wo eins so Arach getan hat. So dort soll Demut arbeiten. Und was ihr sagen, was der hochmütig ist und stolz ist, der ist allgemein nicht willens, der Tod zu stehen, wenn der wo Arach ist, wo der was Arach getan hat. Das habe ich vermerkt, wenn Menschen, was wir näher weiten, der hat hier da Arach getan, aber der stund dort nicht tot. Die sind so hochmütig, so stolz, der Tod zu stehen. Dort ist stolz sein, dort ist kriegt das Gegenteil von demütig sein. In der Sprecher 22, Vers 4 sagt es, der demütig sein, in den Herrn fürchten, bringt Reichtum in ihr, in Leben. Weil das bringt eine ihr zu Gott, wenn wir demütig sind. Auch in Psalm 149, Vers 4 sagt es, willst der Herr freut sich zu sein Volk. Er verherrlicht der Demütige durch seine Hilfe. So er freut sich zu sein dort. Und er helpt dir sogar, wenn du Hilfe fehlen hat. Und dann bietet der Mensch dich Hilfe von Gott. Gott ist willens, uns dort zu helfen.
En ook sanftmütig. Sanftmütig en deumütig, dat bed wir, dacht ich, so, dat is aan er nog zei even rein. En dan nummer 5 sagt dat en geduldig zijn. Ich weiß nicht, wo je gesagt sind mit geduldig sein. Geduldig sein, das ist ein Ding, wo wir viel mit zu arbeiten haben. Ich kann das für mich selbst sagen. Ich habe auch viel gelernt, ich bin weit gekommen, ich preise Gott dafür. Er hat mir weit gebracht, aber ich werde immer ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin noch ungeduldig, aber du wirst mal eine Zeit, dass ich werde sehr ungeduldig. Ich werde ungeduldig mit meiner Familie, ich werde ungeduldig mit meinem Ehepartner. Ich kann nicht warten mit der nächsten Minute. Wenn ich reit werde, der andere reit werden, das euer mir mehr sogar. Und so ungeduldig wieder. Ich weiß, das ist eine schwere Last zu haben, für den Nächsten zu drehen. Man nicht weiß, dass dein Partner ist immer ungeduldig hier in die, und der braucht immer die Not zu paaren, wann wir Stimmel rein sind. Wie lange geht die dort? Oder was immer das ist. Weil Ungeduld, das ist eine schwere Last. Viel mehr für den Nächsten als für einen selbst. Und Gott hat mir geholfen damit, ich bin viel geduldiger geworden, ich kann noch viel zu lernen damit über das. Auch ein von Jesus seine Eigenschaften, geduldig sein. Er ist geduldig mit uns. Er hat sehr viel Geduld mit Menschen. Er hat viel Geduld gehabt mit uns. In Kolosser 3, Vers 13, da reden wir von, wo wir uns an einer den anderen verdrehen sollen. Das nächste ist, wenn wir nur weiter Kolosser 3, Vers 13 sagt, verdreht einer den anderen. Einer den anderen verdrehen. Das ist auch ein Ding, wo wir einmal viel Trouble mit haben. Den Nächsten zu verdrehen. Wir können den Geistreich verdrehen. Wenn wir was sagen, dass eins wird, zu leicht sei wir empfindlich, dann nehmen wir das sehr schlimm an. Dann haben wir Verlangen, den Tritt zu tun. Für was immer der getan hat oder was immer der gesagt hat, dann sind wir fußreich den nächsten Tritt zu tun. Euer aus, was wir gekriegt haben. Wir sind sehr empfindlich. Aber das sagt hier, verdreht einer den anderen. Nicht für Verlangen haben Tritt zu tun. Leider dort was annehmen, in denen zu Gott holen, und dann zu belohnen. So ist trotzdem wir uns einer den anderen verdrehen. Und vergebt untereinander. Eine Vergebung ist auch ein sehr neues Ding, dass wir uns untereinander vergeben. Sag, vergebt untereinander. Wenn wir eine Klau gegen den anderen haben, so aus der Haar vergebt haben, so muss je auch vergeben. Hier sagt er, so macht wie. Das ist nicht bloß ein Ding, was er uns rot geben, zu tun, das sagt, wir machen. Als Christen macht wir den Nächsten auch vergeben, weil es uns erst vergeben worden. Gleich, dass Christus uns vergeben hat, ist dort soll wir auch vergeben. Jesus sagt es selbst in Matthäus 6, Vers 14, er sagt, wenn die Menschen dort vergeben, wenn der sich gegen jün versündigt wird, wenn der sich gegen jün versündigt, wird jün himmlische Vater jün auch vergeben. So hier ist eine Bedingung, wann wir andere Menschen vergeben, dann wird er uns auch vergeben. So sagt, wann die Menschen dort vergeben. Und dann der nächste Vers 15 sagt, aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird ihnen Vater ihre Sünden auch nicht vergeben. So das ist sehr wichtig, das zu merken. Er sagt, wenn die anderen vergeben, dann wird er auch. Aber wenn nicht, dann wird er ihre Sünden auch nicht vergeben. Wir haben auch, unser Vater gebet auch, ich habe das gebraucht, würde sein, dass wir Frauen sogar Gott uns unsere Sünden zu vergeben, dass wir unsere Nächsten vergeben tun. Ab so einer Bedingung, Frau wie Gott, hey, vergib mir die Sünden, so soll ich mir Nächsten vergeben tun. Ich glaube, wir sollen sehr vorsichtig sein. Wo haben wir unsere Nächsten vergeben? Haben wir unsere Partner, unsere Freunde, unsere Mitmenschen, wer immer das ist, haben wir die ganz vergeben? Von nicht. Weil ich dann Frau wie Gott, du mir noch vergeben, was ich den Nächsten vergeben habe. Wir sollen abpassen, vorsichtig sein, haben wir den Nächsten wirklich ganz vergeben. Und wenn nicht, dann wird er uns die Sünden noch nicht vergeben. Wir Frauen, wir beten um Reich immer. Wir sollen vorsichtig sein, dass wir den wirklich ganz vergeben haben, dass er uns auch kann noch vergeben. Und wenn wir denken, wo Christus uns vergeben hat, er hat uns vergeben mit den Sünden ganz auflassen. Die Sünden, die er uns vergeben hat er rein ganz aufgelassen. Er wird nicht mehr gedenken, sagt er sogar. Er wird nicht mehr an denken. In Jesaja 43, Vers 25 lese ich es dort. Und doch sehe ich da, wer jün arg verjäft, dass er zu sein ist,
dat mij te vertrouwen jet en hou mij jene zin niet meer ver. So die zin heeft hij afgelast, heeft hij van verjeten, dat houdt hij ons niet meer ver. En dat hebben we ons te vreien. Hij wordt niet waar opbrengen zijn, oh, dit is deze stad, dat is de stad. Ik had je eenmaal vergeeft over, wie valt er maar denken, dat du dat moet je doen hast zu mij. Die hast jij in mij gezindigd. No, hij zegt, hij houdt je te zinnen, niet meer ver. Op andere Übersetzung sagt dat hij verjaart de zinden ook wegen zijn einen salven, wegen zijn salven. Nicht wegen ons salven, aber hij zegt wegen zijn salven. En ik maak dat hier, ik wonder, waarom hij dat wil zeggen, dat hij vergot de zinden wegen zijn salven, wegen zijn einen salven. Ik dacht so, vielleicht ist das wegen von wie eine Sinnen in uns Gott holen die nächsten, das ist auch eine Last zu drehen. Einmal denken wir da immer weiter an, wenn wir Menschen begegnen, da haben wir uns was getan, wir Hand in den Sinn wirklich nicht ganz verjäten, dann fällt uns immer weiter bei, dann haben wir Hass gegen den Nächsten. Dann beschuldigen wir den weiter. Wenn wir nicht mit wir sein, dann über uns Gott, dann unsere Gedanken immer weiter denken wieder an. Und das ist ein Last auch zu drehen. Und das ist nicht, was Gott will. Er will, dass Gott in seine Gedanken holen, dass wir am gesündigt haben, dass wir am was angetan haben. No, er sagt, er will davon verjäten. Wegen sein salven. Wegen sein salven. Noch einer zu lernen, was Anvergebung tät, ist, das wirklich, das ist euer Sinn für den Mensch. Der hat das wirklich geprüft und hat gefunden, dass Anvergebung im Hort der Hand, dass der Mensch wirklich krank machen. Ich las das weg, ich hier dort einen Videoclip in CBN News. Da wird ein Doktor von der States, der heißt Stephen Stanford, er sagt, so eine Menschen, die unter Kräft leben, die meiste von denen, er sagt, 61% von denen, was sie gefangen haben, die haben Anvergebung in der Hort. Das ist, woran sie leben, der unter Kräft. Das haben sie für sich ausgefangen. So deswegen müssen sie leiden unter Kräft, wenn sie haben Anvergebung, Bitternis im Hort. So, das ist wirklich wichtig, das zu vergeben. Dann wieder ein Prediger, er sagt, so in ihrer Kirche, den sie Forgiveness-Therapie anbieten, leider in der Städte Menschen, die in den Hospital bringen oder in den Doktor bringen, dass sie können lernen, bauen Menschen zu vergeben, wenn sie einen Fehler, wenn sie gesund haben, dass sie können gesund werden. Ich glaube, das ist wirklich viel nötiger, dass wir uns in der Segen tun sein, wo wir stehen und was ist in uns Hort, haben wir Bitternis oder Anvergebung in uns Hort, das kann ein Mensch krank machen. Das ist nicht uit de schrift, aber das wird ein News-Broadcast, was sie da bekannt geben. Aber ich glaube, da ist viel Wahrheit an Bern. Und das will sagen, dass Gott will sich uns die Sünden zu vergeben. In Hebräer 8, Vers 12 sagt er auch, ich will mich über an erbarmen und will ihre Sünden vergeben und nicht mehr daran denken. Nicht mehr daran denken. Nichts ist wir tun. Wir denken da immer weiter an. Wir lassen dich auf. Er war der, er sagt, er schmiert die Sünden, die er uns verjeft hat, so wie das Osten von Boston ist. Und wo wird es dort? Wenn wir mal Osten reisen, dann wir können immer fahren, wir fahren immer bis beim Osten. Wir kommen immer mit eng von Osten oder Boston. Das immer wir bleiben beim Osten fahren. So er hat uns die Sünden so weit verjeft als dort. Da hat kein eng. Ganz hat er uns das verjeft. Und noch sehr anders, als was wir da haben. Wir proben die Sünde ganz dicht bei uns zu haben. Wenn der war da ankommt, die Person, der uns ein klein bisschen wird, dann holen wir uns die Sünde über die und sagen, check mal, was du da jetzt zu mir. Ich weiß noch gleich, was du so und so da jetzt. Dann holen wir uns das bei drei. Holen die Person das gehen. Gleich fair. So ein Kart eins, der wieder Sinn muss vergeben, in Jesus. In Gott. Das ist seine Eigenschaften, vergeben. So soll wir vergeben, so hij ons vergeven dat. En dan hebben we nu Kolosser, terug naar Kolosser, vers 14. Sagt het, in ever alles ziet leeftoelig. Ik dacht, ik wil deze vers meest gelijk hebben, met een van de aandacht te gaan wils. Als je kijkt in de meer, maar zegt, ever alles ziet leeftoelig. Ever alles, van al die dingen, waar hij van reden dat heeft van gereed, zegt hij, ever all dort, ever alles. Leif-Euven ist das Wichtigste. Sieht leiftulich über alles.
wir sollen sozusagen das Leib antragen. Das soll mit uns sein, das soll bei uns sein. Leib eiven. So dass alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Leib ist sozusagen, das ist das Glue, das ist das Lehm, was alles taubhalten hat. Was uns taubhalten hat. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, er sagt, ich gebe ihnen ein Niet gebaut. Das wird ein Niet gebaut. Die sollen ihnen untereinander gut sein. Gleich so als ich ihnen gut gewas sie, so soll die ihnen untereinander leben. Weil so Gott ist uns gut gewas, dass er uns unsere Sündenschuld vergibt und hat betont am Kreuz für uns, dass wir den nicht mehr brauchten mit uns haben. Er hat betont und aufgewaschen. Dort wird Leib. Dort wird, was der Leib deed. So dort soll wir auch einer den anderen Leib beweisen. Weil mit Leib hat alles zu tun. Alles hat zu tun mit Leib. Ich glaube, Paulus der hat das ganz klar uitgeschreven in 1. Korinther Kapitel 13, wo er von einer langen Liste von geschrieben hat, was Leib deed und wo wir Leib eiven sollen und so weiter. Wenn ich in der Bibel mithaben, wollen wir 1. Korinther Kapitel 13 gehen und da wird Versen überlesen. Sag ich, wenn ich mit Menschen in Engel sprechen, reden kann, und über nicht Gott meint wir, oder würden schon sagen, Leib hat, wie ich nicht mehr aus in Bimmel oder in Klingerschall. In Bimmel ist auch ein bisschen Klinger, in die Schall, was ein Klinger merken das. Er sagt, wenn ich doch alles kann tun, dann wird es noch nicht mehr aus, wenn ich bloß ein Gelüt merken da. Wenn wir eins wollen, geschädigt oder nur Gelüt hier und da von den Klinger, das ist alles, was das ist. Das hat keine Meinung. Und sagt er, und wenn ich einen Propheten gebe, hat und wiss alle Geheimnisse und hat alle Erkenntnis und hat einen Glauben, Boi zu versagen und über nicht leiftulich wir, dann wird das mit mir noch nichts. So der Guf, einen Propheten guf zu haben, um alles zu weiten und so weiter. Und er sagt, wenn die so einen Glauben haben, dass ein Samenkorn, dann kann ich die Bäume moven. Aber er sagt hier, wenn wir so einen Glauben haben, steht, wir können Bäume zu versagen, aber nicht Leib haben, dann ist es noch nichts mit uns. Dann ist es noch nichts. Oder wenn ich alles, was ich habe, der Arme gebe, in meinen Körper Hand gebe zu verbrennen, und den Menschen nicht gut wird, dann hilft das nicht. Einmal, wenn Menschen viel aufgeben, viel weggeben, dann denken wir, das ist ein leibtulicher Mensch. Der hat viel Leib für den Nächsten. Aber die einzigen Menschen, die das bis zum Design sind, die wollen Design sein, was sie tun und so weiter. Die tun das nicht in der Wirklichkeit über Leib. Hier sagt er, wenn du das nicht über Leib hast, wenn du nicht Leib hast, dann nützt das nicht. Dann hilft das nicht. Und dann sagt er hier wieder, was Leib tut. Leib ist geduldig. Leib ist geduldig. Das ist, was wir da lesen in der Vers, wo wir reden von, wir sollen geduldig sein. Und Leib ist freundlich. Leib wird nicht ewig. Leib ist nicht eigenköpfig und pucht sich nicht selbst. Leib ist nicht eingeschickt, ist nicht nusig. Sie lässt sich nicht verbreiten und ist nicht nudrückend. Leib freut sich nicht zu dort, was arg ist. Sie freut sich über zu dort, was der wahr ist. Leib verdragt alles. Sie gleift alles. Sie hupt alles. Geduldig trägt sie alles. Gott sein hat kein Eng. Das sagt hier, Gott sein hat kein Eng. Weil wenn wir Gott sein und wir Leib bewiesen der Nächsten, das hat kein Eng. Das wird immer bleiben. Der Guf prophetisch zu reden, und das wird abhören. Das Reden in Zungen wird abhören. In besondere Erkenntnis kriegen, wird abhören. So all diese Dinge, das haben Eng, das kann abhören, sagt er, aber Leib nicht. Leib hat kein Eng. So, das sind gerade die Dinge, wo wir von hier reden, was Jesus seine Eigenschaften wären, was wir können haben, wann wir Leib aufbauen. Das ist was Leib tut, was Leib arbeiten tut. In 3.
Kolosser 3, Vers 15, da sagt het, en laat Christus zijn vrede in jullie harten regieren. Hier dat het van vrede gaan. We zullen vrede uiven. Laat Christus zijn vrede in jullie hart regieren. Dat zal de macht in ons gaan en ons leven. Dat zal regieren. Gott heeft je tot gewählt, zijn vrede te hebben als Glieder an einen Körper. Als Gemeindenglieder zal we vrede haben en we zullen vrede uiven. Dat is wat Jezus zijn eigenschaften ook zijn. Ons te leren wo vrede te uiven. Als Jezus hier van deze eer afscheid nemen wil, als hij ons van het eind van zijn leven komt, dan had hij wat treisviert voor zijn jongeren. Als hij verloren deed, dan zei hij in Johannes 14, vers 27, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld geeft. Laat u niet de harten beaardigen en vergt u niet. Zo hij zegt, ik wil u de vrede geven. Deze vrede ga je te gaan. Wanneer ik verloren word, maar de vrede laat ik geven u. Dat je kan die gaan. De vrede, je kan vrede uiven. Dat is wat hij hier laten deed. Zo vrede gaan. En wanneer we deze vrede gaan, dan waar we manche mensen kan in vrede leven, in vrede uiven en vredelijk zijn. In Römer 12, vers 18 zegt Paulus, is dit tegen Römer, dat alles wat je kennen, wanneer dat mogelijk is, met alle mensen vrede te hebben. Zodat als waarom hij ons in vrede gegeven heeft en gelaten heeft, zodat we kan in vrede leven, met alle mensen, zo wie dat het in ons is, zoveel als hij ons gegeven heeft. Hij heeft ons in vrede gelaten, en den vrede zal we uiven en in ons hand, dat zal in ons hart regeren. En dat laatste, denk ik, in deze vers zegt, ziet dankbaar. We zullen dankbaar zijn. Ik geloof, oftmals komen we op een plaats waar we niet dankbaar zijn. We vergeten dankbaar te zijn voor alle dingen die God ons met gezegend heeft. We zijn veel, wanneer we in gebed gaan, dan vragen we liever dat God ons al alle hand meer geven als wat we al hebben. En we vergeten stil te houden en dankbaar te zijn voor alle dingen die Hij ons met gezegend heeft. Ik ving me die afmals door, en wanneer ik dan stilhouden, dan stutz ik mal kijken, dan, wo hij me al gezegend heeft, wo rechtlich hij me gezegend heeft, en jede dag dat, met gezondheid en met alles wat me fehlen heeft. Dan stilstaan en bloß dankbaar zijn. We hadden een Liederdichter, wat ik zei, leichender, wat er reden dat van onze zegeningen en talen. Dat is in het Engelse gezangbuch wat we hebben, dat zegt dat we zullen stilstaan in onze zegeningen en talen en de abregen, een en andere, de abregen en dan dankbaar zijn. De eind op eenmaal abregen. Dan kijken wat God gedaan heeft. Van wie dat maar deed, maar wie moet een les merken deed voor al die dingen wat God ons met gezegend heeft en dan zullen we stilhouden en kijken. Wo man maar zeggen, wauw, hoeveel God ons met gezegend heeft. Dat we ons maar bloß uitwaschen doen, en aflaschen doen en vergeten ervan. Maar dat werkelijk moet terugkijken. We kijken veel van de dingen wat ons fehlen en wat ons jankeren deed, wo we dat worden anders leggen te gaan. En die dingen denken we God aan. Dan vragen we God, hey, mij veel hier help, mij veel daar help. En dat is niet in de werkelijkheid een help wat ons fehlen deed, wil ons janken tot bloos. Maar hij zegt, we zullen dankbaar zijn. Even dankbaar te zijn. En dat geloof ik, heb ik vol er nog hard aan, ik weet echt dat. Zo ik kan bloos voor mezelf zijn. En dan de nächste vers 3 vers 16, der 11. Punkt sagt hier, laat Christus zijn woord rechtlich manken wohnen. Laat Christus zijn woord rechtlich manken wohnen. Wat hebben we Christus zijn woord laten manken wohnen? Wat hebben we dat doen? Ik geloof dat als we God zijn woord in ons hart hebben, wanneer we met God zijn woord uiven doen en dat studeren doen en we leven dat uit. Dat is waar we zijn woord laten manken ons wohnen einfach. Dat zal woonhof gaan in ons leven. Nicht bloß da noch mal hier und da ein bisschen von lesen oder davon reden, aber das soll man uns wohnen, uns vertalen, uns
Ans sein, alles, was wir sehen, das soll nur Gott sein Wort sein. Lot dort man kunt reklich wohnen, sagt dort. Nicht mal ein bisschen Fleier, aber reklich soll man ans wohnen. Und das Wort soll, wie Brot sagt, das belehrt und halt einer den anderen. In alle Weisheit. So das wie Brot haben uns einander belehren und uns einander zu helfen. In alle Weisheit. Das ist, wo die Weisheit dann ist, in Gott sein Wort. Und dann singt von den dankbaren Hort, Psalmen und geistliche Lieder, Gott zu ehren. Abraham will dann zuerst eine Vers lesen, von wo Gott verlangt, dass arm alle ihr treffen wird. Und ich glaube, einmal da wird das gleich. Und wir sollen das tun mit Lieder singen, Psalmen singen und geistliche Lieder singen, arm zu ehren, Gott zu ehren, das arm traf alle ihr. Das ist, was am sein Verlangen ist für uns. Und weil das eine sehr bekannte Vers, die wir sehr bekannt mit sind, in 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt er, alle Schrift von Gott gegeben ist wertvoll. Deswegen soll der rechtlich mit uns wohnen. Es ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern und uns treu zu wiesen, uns zu unterrichten, wo reich zu leben. Das ist, um uns zu unterrichten, wo reich zu leben. Das ist sozusagen ein Lohnkort für uns Leben. Wenn wir nicht näher weiten, wo wir hier sollen umgehen mit das oder mit Jant, mit was immer das ist, und was immer, was von der Lehre wir uns werden finden, dann haben wir Gott sein Wort gehen, und da ist eine Antwort für jeder ein Ding, wo uns anfehlen wird. Das ist eine Lohnkort für uns. Deswegen soll das reglich in uns Leben sein. Das soll in uns Leben wohnen. Und dann der letzte Vers, Vers 17, sagt, in alles, was wir sagen und tun, tut in unseren Herrn Jesus Christus die Namen. Der ich arm, na was sagt, dank Gott unseren Vater. Wir sollen dankbar Gott haben. So wenn wir alles, was wir tun, das sagt hier, was wir sagen und tun, von all unser Wert, was wir, wenn wir das betrachten, dann, was wir verteilen, dann, wenn wir das tun mit so einer Einstellung, dass wir das im Namen Jesu. Ich glaube, da würde viel nach Versacher sein, wo wir verteilen, wenn wir können sagen, ich sage das zu dir, wir sagen dann, auch unser Tun. Unser Worken, was wir tun, alles, was wir tun, das soll arm in ihr sein, in den Jesus Namen. Und dann darf ich arm Gott danken, dankbar sein. So, das ist der letzte Vers, was ich finde, dass wir wollen übergehen. Hier werden 11 verschiedene Punkte, kleine Punkte, die ich hier durchgegangen habe. Mein Gebet ist, wenn wir in eine von diesen Punkten Probleme haben und Trouble haben, dann sollen wir Gott fragen, am Kraft uns zu wiesen, wo uns viel zu helfen. Er will uns das nicht abgeben, er will uns das nicht abgeben, wenn wir das nicht können. Wir haben die Kraft, das zu tun, das zu ändern. Wenn wir Trouble haben, ein von diesen Punkten, dann haben wir haben die Macht, dort trage zu merken, dort anders zu merken. Weil das redet für so eine, die von nie geboren sind. Das sind für nie geborene Christen. Das sagt Paulus zu der Kolosser, schreibt er das im Brief. Er sagt, das ist, was sie nun sollen tun. Nun sollen sie, dass sie nie in der Tür angefangen haben, nun sollen sie Jesus seine Eigenschaften antragen heute nach. Und ich glaube, das will gleich so gut zu uns meinen von der und da heute nach. Wie als nie geborene Christen, wenn wir in ein von diesen Punkten Trouble haben, uns viel Hilfe damit, dann haben wir Gott Frauen am Help und auch Frauen, er soll uns beweisen, wo wir Kart fallen tun in diese Dinge. Und dann werden wir das am Ende, dann uns jeden Tag Jesus seine Eigenschaften antragen. Das ist, was die sind. Da wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für das, Vater, für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns all diese verschiedenen Punkte gegeben hast, was dein Verlangen ist für uns, was wir uns sollen antragen aus deine Eigenschaften. Das sind deine Eigenschaften, das ist, wo du bist. Du bist ein Life-Tool, ja, Gott, und du bist ein Gott, was du auch vergeben hat, und du bist ein Gott, was du geduldig hast, und du hast uns so lieb, du hast uns dein Sinn geschenkt, für uns zu sterben, um unsere Sünden zu betonen, die Sündenschuld, die wir uns haben angewohnt, du hast die betont für uns und für immer. Du holst dir nicht einmal, was er dass Menschen einmal tun, wenn sie wem vergeben tun, die holen den anderen, nach was er fair, einmal da wieder zu stehen.
Help uns, Gott, wenn wir da sind, dass wir nicht wollen, den Nächsten ganz zu vergeben, so du uns vergeben hast. Hier sagt, dass wenn wir unseren Nächsten nicht die Schuld vergeben, dann vergibst du uns die Schuld auch nicht. Help uns nicht dort zu sein, dass wir wollen, dass dort gesandt sind, dass wir dir nicht wollen, der Sünden vergeben, was der uns angetan hat, dass wir lieber wollen sein, der ganz zu vergeben, so du uns vergeben hast, dass wir uns nur die rechten. Wo hast du uns vergeben? Du hast uns die aufgelöscht. Du gedenkst uns die nicht mehr. Du hast die, so wie das Außen vom Westen ist, hast du weichgeschmissen. Dankeschön dafür, Gott. Und help uns auch, das dort zu üben. Und dass wir wollen mit all diesen Punkten, was wir von das Mal gehört haben, dass wir wollen damit üben, dass wir uns wollen überlesen und dann sein, wo wir kartvollen tun in diesen Hinsichten. Dass wir wollen auch verändert werden können, dass wir wollen so werden als du. Dass wir immer da wollen, die liegen. Wer du bist, dass du das hast, dass du umgehen lässt, manche Menschen, dass du ein Leiftool hast für die Menschen. Du erbarmst die über uns. Dankeschön dafür. Ich bete, dass wir wollen diese Dinge wird annehmen, dass wir nicht bis wir hier und davon verjähren, aber dass wir wollen annehmen in uns Leben betrachten, jeden Tag, wo wir sind und wo wir gehen sollen. Dankeschön dafür. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.